So Freunde, es geht weiter, immer weiter zurück bei Super Mario Sunshine. Ich habe heute mir ein großes Ziel gesetzt, und zwar 3 Insignien, aber nicht irgendwelche 3 Insignien, sondern die 3 in dieser Welt, denn ich will Mario Morgana zum letzten Mal besiegen. Das Geheimnis der anderen Seite? Ach so, dort. Nein, oh nein, Scheiße. Das ist auch das, dieses komische Yoshi-Loch, wo wir schon erwähnt hatten. Ja, bin ich jetzt ein Ananas? Ja, die haben Spaß, das ist schön für sie. Da oben hat es ein paar Früchte, aber also auch die, die ich brauche. Ich hoffe schon. Ich glaube, es könnte eng werden. Ah doch. Also, mein kleiner Yoshi. Versuchen wir mal das Geheimnis. Wir wissen alle, was es bedeutet. Oh Mann. Mein Problem Nummer 1, dahin kommen. Problem Nummer 2, die Welt bestehen. Problem Nummer 3, genug Leben dafür haben. Problem Nummer 4, diesen Kackdingern ausweichen. Oh, ich glaube, das war mehr Glück als Verstand. Aber auch sowas braucht ein Super Mario und ein Super Yoshi. Kann ich eigentlich das Leben snacken? Hey, das ist ein Wand, wie soll das funktionieren? In dem Fall hier runter, kein Bock drauf. Das ist nur jetzt, vielleicht ist das ein versteckter Hinweis darauf, von wegen, hey, Yoshi kann übrigens da hoch. Also meint da hoch im Sinne von, er kann so die Wand entlang oder so. Oh, oh, oh. Ernsthaft? Nein! Genau das wollte ich nicht, Mann! Oh, kann doch mal einer sagen, dass das Teil irgendwie schädlich ist für Yoshi? Wo soll ich denn sowas riechen, ganz ehrlich? No. Aber war schon mal interessant, wir können hier, oder könnten hier relativ viele Leben farmen. Also theoretisch 4 Stück, nur bin ich eben unsicher, wie wir die 2 dort auf der Seite holen. Das Geheimnis der anderen Seite. Ja, eben, das ist dort. Aber dass die Dinger Yoshi-Shan, dass die Plattform so klein sein muss, ganz ehrlich. Egal. Nicht drüber nerven, bringt sowieso nichts. Yoshi will immer so einen seltsamen Anlass haben. So. Entschuldigung. Ist keine Absicht. Ja, Mann, Yoshi, dance, everybody, dance, dance. So, hoch hinaus mit Yoshi könnte die Mission auch heißen. So.
Geht auch so. Und jetzt Yoshi weg, Düse weg, natürlich. Warum das Yoshi eigentlich weg ist, verstehe ich nicht so ganz. Hä? Was ist denn das für eine Strecke? Und dann werft. Nein! 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 Oh, das ist die Scheißmission. Nein! Ach du Scheiße. Die konnte sowohl einfach als auch verdammt nervig sein. Ja, genau deswegen. Wie war das nochmal? Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit dem Blickwinkel zu tun. Ja, okay. Also wie ich ihn anspreche quasi. Also jetzt müsste er mich eigentlich... Nein, zu weit! Scheiße! Das weiß er nicht, wie weit. Deswegen wollte ich eigentlich da hinten die Bande an, um mich abprallen zu lassen. Aber sowas kannst du beim besten Willen nicht riechen. Oh. Das muss er weiter vorne... muss er sogar viel weiter vorne sein. Man kann sich eigentlich ein bisschen an ihm ablesen, oder? Ja. Oh. Uff. So, was mit dem ist, keine Ahnung, weil ich muss ihn nach oben. Ich glaube, wie und so, das ist ziemlich egal. Aua. Nein, nicht ganz. Ah, die kommen immer neu, ja schön. Dann hau ich mal ab. Nein, nein. Oh, Alter. Wie? Da entlang. Wie geht das? Ja, und dann? Es ist besser, wenn er mich direkt zum Stern schmeißt. Insignie, sorry. Und da... Aha, da ging es zum... Okay. Aber man sieht auch hier, es ist nicht so groß. Ich muss halt warten, bis er hier ist. Das ist auch die Frage. Wird er mich vielleicht sogar zu weit? Aber ich glaube, wenn ich so bin... Es war ein ziemlich pingeliges Spiel. Haben wir damals an Let's Play lange geguckt und gesehen, wie man es machen kann. Oder wie man es eigentlich machen sollte. Und das ist doch, wenn man dann das weiß und auch Feingefühl genug hat, dass es dann eigentlich einfach ist. Aber ganz ehrlich, wir reden hier von Videospielen. Die sind immer eigentlich einfach, wenn man es genau weiß und alles perfekt macht und so. Hey, wieso wir? Ah, ich war jetzt nicht nah genug dran, okay. Ja, sollen wir schon darüber werfen. Nur eben ist die Frage, bin ich jetzt hier richtig? Also weißt du, an der Position hier. Dann muss ich auf die andere Seite, wo er jetzt gerade ist. Und dann in die Richtung gucken. Weil ich weiß halt nicht, wie weit er mich schmeißt. Aber ich werde es gleich spüren. Und dann habe ich vielleicht ein großes Problem. Vielleicht habe ich auch eine Insignie mehr. So, jetzt müsste es eigentlich perfekt sein. Aber wie lange brauchst du noch, Alter? Sagen andere dazu auch. Nein, warum? Oder auch richtig gesehen, dass ich mich zu weit geschmissen hätte? Noch in die vollkommen falsche Richtung. Obwohl ich richtig geguckt habe. Nee, warte mal. Wir haben gerade gesehen, dass er... Vielleicht darf die Kamera nicht.
Deswegen hasse ich diese Missionen. Toll, noch 2 Versuchen, dann Game Over. Das ist halt die Frage, schmeißt er mich jetzt gerade oder schmeißt er mich jetzt gerade, weil ich das Gefühl habe, jetzt wäre ich gerade. Wenn ich das Gefühl habe, es wäre gerade. Sag mal, Mario. Mann. Egal. Ich kann es auch anders betrachten. Maximal noch 2 Versuche. Dann bin ich eh Game Over. Yes, Mann. Hä? Willst du uns verarschen? Der Kleine da. Was willst du von mir? Soll ich dir auch werfen? Nee, bitte nicht. So. Es kommen eh neue, also lassen wir das. Mann, ich wollte gerade... Also ich hatte das Gefühl, er hätte mich zu weit geworfen. Also versuchen wir es nochmal. Das ist doch vollkommen... Das ist doch so vollkommener Quatsch. Nee, das muss schon so sein. Also komm, es steht... Ja, ich kann nicht mehr quatschen. Jetzt stehe ich doch perfekt, genauso wie es sein sollte. Vielleicht muss er auch direkt auf meiner Höhe sein. Nein, komm schon, er ist zu weit! Ah, das gibt's nicht. Die Richtung war schon richtig, wenn man das so sagen darf. Aber es war einfach... Ja. Er war schon zu weit links. Okay, das ist hier das Problem. Also einerseits muss meine Position stimmen. Wenn ich gerade geschmissen werden will. Andererseits müssen auch die Werfer irgendwie korrekt dastehen. Nein! Warum? Wo ist hier der Sinn, Freunde? Das ist doch ohne Sinn und Verstand. So, da macht es wirklich keinen Sinn, wieso ich da jetzt rausgefallen bin. Ja, das sind halt so Dinge, die man sich aufregen kann. Aufregen muss, wer weiß. Ja, Problem ist eigentlich noch zu früh, die Folge zu beenden, aber ich habe auch keinen Bock, mir irgendwas anderes zu machen, ganz ehrlich. Vor allem, das ist jetzt halt das Problem meiner Strategie, dass ich erstmal alle Welten komplettiert habe, jetzt habe ich nichts mehr, was er sonst tun kann. Klar, kann er blaue Münzen einsetzen, schön. Zum Teil können noch 100 Münzen farmen. Aber haben wir eigentlich überlegt, dass ich das sowieso offscreen mache. 100 Münzen hinterherjagen, ja, ist wahnsinnig originell, wahnsinnig spannend.
Gibt es was noch nicht gemacht? Da drüben haben wir doch schon, oder? Ich glaube echt vor allem jetzt die Mission hier, die mache ich wieder offscreen. Also sprich, bis ich dann halt richtig gelandet bin. Und dann sage ich es auch wieder. Beziehungsweise ab dann nehme ich ihn wieder auf und dann haben wir das auch geschafft. Also sonst dauert das noch Ewigkeiten. Die Yoshi-Mission da drüben, die wird auch wieder lustig. Ach, so ging das. Ach, aber das letzte Mal nicht hoch genug, war? Ernsthaft nochmal? »75. Sehr, sehr geil. Ja gut, eigentlich wollte ich ja 3 Insignien für die 77 sammeln, damit wir dann Corner Mountain theoretisch betreten könnten und einfach freigeschaltet hätten. Aber komm, machen wir es jetzt so. Viel Zeit ist eh nicht mehr, also jetzt noch ein paar blaue Münzen eintauschen. Nochmal ein Insignia, haben wir schon 75. Ne, 76, Entschuldigung. Und daneben fehlen noch mindestens 3 Stück ja, in der letzten Welt. Zumindest nur bis Kapitel 7. Dann gibt es natürlich noch Kapitel 8, dann hätten wir eigentlich direkt 80. Und das ist ja auch eine schöne Zahl. Daneben final noch die 100 Münzen-Dinger und so, ja, das ist klar. Jetzt können wir mal gucken, ob ich hier echt alles gemacht habe, beziehungsweise alles gefunden habe und so. Ich habe das Gefühl, es müssen auch hier noch ein paar Insignien fehlen. Aber zumindest diejenigen, die irgendwie offensichtlich waren, gefunden. Zum Beispiel dort die Insignien dort. Warum ist die noch irgendwie so, naja, Tintenfarben halt. Noch hier irgendwo noch ein rotes M übersehen zwischen Häuserwänden? Nee, glaube nicht. Ich dachte zwar vorhin, das wäre so. Oh, ist noch was mit Yoshi. Die Dinger hier habe ich alle gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Vögel, ob irgendwo noch blaue Vögel sind oder gelbe Vögel, könnte sein. Erstmal gucken, was Yoshi auf eine Frucht gern hätte. Bananas im Pyjamas. Ist er da drüben? Jo, Bananas. Das Dreifach-Salto mit Gepäck, das kann Mario, das ist kein Problem. Und wenn du irgendwie ihm sagst, hey, mach doch irgendwie einen Hechtsprung oder einen Hechtroll oder so, nee, das geht wiederum nicht. So. Also mal schnell darüber. Beziehungsweise kann man da am schnellsten hoch, ich glaube so, war. War ich echt noch nicht. Ah, okay. Ist leider nur eine blaue Münze. Leider. Aber eben auch eine, die am Schluss fehlt für die 100%. Ja? Dürfen wir ihm noch nicht übersehen. Ich mal mit Yoshi gucken, ob sonst noch irgendwo was wäre. Ich glaube, wir haben sonst den Ort schon relativ gut untersucht. Da ist noch ein blauer Vogel, gerade gesehen. Stimmt, mit Yoshi kann ich einfach snacken. Yoshi, du bist so mega praktisch. Kann man die ganze Abspritzerei kann ich mir sparen. Ja, ich weiß, wie das klang, Freund. Ich weiß, wie es klang.
Aber ist doch wahr. Hat sogar irgendwo noch ein gelber Vogel? Oder habe ich den bereits liquidiert? Das sind alles grüne Vögel, das ist uninteressant. Da hätte man jetzt geil, wenn ich noch hier so einen gelben Vogel hätte. Nee, sonst haben wir halt echt auch schon relativ viel gemacht. Versteckte Insignien gefunden überall. Dort oben war ich mit Yoshi bereits drin. Klar, die Insel da drüben mit Yoshi fehlt noch, aber das ist ein anderes Thema. Jo, würde mal sagen, Freunde, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Trotz allem. Ich meine, klar, wir haben ein bisschen was gemacht in der Folge. Nicht das, was ich unbedingt wollte, aber egal. Nächste Folge dann sehen wir uns hoffentlich, also ich hoffe, dass ich irgendwie schaffe, dass ich noch hinkriege, an der Stelle, wo wir dann kurz unter Insigne sind, also wo er mich eigentlich hinschmeißen sollte. Dann holen wir uns die Insigne und dann eben noch die restlichen, insgesamt 3 Insignis noch gäbe. Also ist ja dann die 5. Insigne, die wir uns holen in der Welt, in Plaza de la Palma. Und der 7. Mario Morgana, wenn wir den noch wieder besiegt haben, geht Corona Mountain auf. Sehr schön. Und Nummer 8 und dann wird es richtig lustig. Alle versteckten Münzen, beziehungsweise versteckten Insignien holen. Das sind auch mal noch so um die 10 bis 15 Stück. 2, 4, 6, 8, 10, 11, da habe ich schon eine. 13, okay, dort nur 13, ja. 14, 15, 16, 17, noch mit den Münzen. Ja, also 97 und dann vielleicht noch irgendwie 98, einen übersehen. Und dann vielleicht noch blaue Münze bis heute noch eingelöst oder 100. Die restlichen 20, ja doch. Das Yoshi-Level, das nervig in der Overworld, gibt es ja auch noch. Wird trotzdem lustig. Der Corona Mountain. Ich glaube, es war sogar so, Corona Mountain, da gab es noch verdammt viele blaue Münzen. Gut, ich meine, klar, um 20 Insignien zu kriegen, dafür müssen es irgendwie 200 blaue Münzen sein. Nee, das schon nicht. Das waren, glaube ich, eine Menge. Das waren, glaube ich, echt eine Menge. Gibt es gar normale Insignien dort? Ich bin echt nicht mehr sicher, weil eigentlich ist es eine eigene World. Egal, wir sehen uns, wenn es soweit ist, Freunde. In dem Sinne, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Yoshi und Mario verabschieden sich für heute wieder mal hier bei Super Mario Sunshine. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.